Willkommen zurück bei einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Mein Name ist Lara Croft und heute sprechen wir mit britischem Akzent, weil wir es können. Okay, nein, das machen wir nicht. Ja, willkommen zurück. Wir machen heute weiter mit Shadow of Tomb Raider und da der mal gleich eine Flagge hissen, weil das ja ein Grund zum Feiern ist. Wir haben uns letztes Mal durch so was ist das? Das ist eine Art Friedhof sein? Das sind die Kreuzer. Was weiß ich. Wir haben uns letztes Mal durch eine Trinity-Basis gekämpft und da wurde uns verzeiht, dass unser Spätzle tot ist, was natürlich nicht der Fall war. Ja, jetzt darf ich mal kurz interessieren, ob ich die Nebenquests noch habe, weil ich habe ja eine Nebenquest gehabt. Kann ich überhaupt noch Paititi zurück? Die andere ist ja jetzt auch gestorben. Die Königin da. Geht das? Also ich kann auf jeden Fall hin. Schauen wir halt einmal. Stinkt er mal jetzt, wenn die Nebenquests nicht mehr hat. Da wird ein bisschen pissen. Oder habe ich die schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Waffen-Upgrades. Ja, also Waffen-Upgrades funktionieren. Drücken Sie L3, ja, das weiß ich auch. Während Sie mit der Axt drücken, ja, das weiß ich auch. Hoppala. Guti, also. Der Typ, der uns die Nebenquests gegeben hat, ist nicht mehr da. Scheiße. Oh, Kacke, ich glaube, ich hätte die Nebenquests erst machen sollen. Oh, ne. Oder heute, warte. Ah, ne? Ah, also zumindest das kann ich noch machen. Ich will doch schnell mal die Rebellen da losbinden. Das mache ich jetzt schnell und dann mache ich Story weiter. Oh, wie die. Oh, ist das süß. Cutie. Oh, was auch noch. Ach Gott, ihr Arsch macht mich immer so nervös. Ich kann so nicht spielen. Inventar. Ich sag gerne wieder das Blindnutzung. Das hier. Dankeschön. Was ist eigentlich das? Chamas Kriegsweste. Diese alte Weste aus Wolfsee gehörte den heroischen Krieger Chama. Und was kann der? Durch Nahkampfangriffe. Ja gut, so viel Nahkampf haben wir jetzt auch nicht. Ah, scheiße. Der was herstellen. Halt, na, herstellen. Wie schaut denn das aus? Das Zeug. Interessant. Ja. Ich bleibe jetzt aber trotzdem erstmal bei dem Gewand da. Kann ich rumgehen und sagen, ich bin die neue Chefin. Hui! Also, ich muss jetzt diese Typen da losbinden. Ah, scheiße, vielleicht. Ja, ich probiere es mal ohne. Ich glaube, ich hätte dieses andere Wache-Outfit da anziehen sollen, damit ich das machen kann, oder? Jetzt schauen wir mal, wo muss ich da überhaupt hin? Da über Brücken noch. Hey, ich habe eine Anführerin umgebracht. Also, nicht selber umgebracht, aber... Ja gut, eigentlich ist die mein Schritt. Na, Spezi! Jetzt pass auf, Wacht. Wo muss ich da rein? Da muss irgendwo einer hängen. Der da. Verflucht sollen sie sein. Benötigt Schlangenwache. Oh, fuck.
Wo ist das nächste Basislager, dass ich jetzt nicht wieder dann aufrenne von meinem Stove? Dann zirge ich mich heute schnell um. Da. Also, schnell umziehen, dieses hässliche Outfit da anziehen. Oh Gott, ich hasse es. So, jetzt können wir wieder undercover da umeinander laufen. Grüß dich. Ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Wer ist Uchu? Heal ist gut. Nimm den Heal mit, du. Ich hoffe, das war jetzt nichts Beleidigendes, weil sonst werde ich wieder. Spuck auf ihre Gräber. Habe dir. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Gut, wo muss ich jetzt noch? Was? Nein! Ich muss geradeaus. Na, Kollegen! Macht euch keine Sorgen um mich, ich hab's Firmen-Outfit da. Ich gehör zu euch. Ich werde nicht betteln. Ja, dann lass bleiben. Dann helfe ich da aber auch nicht. Also, battle mich an. Los, battle. Nein. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Oh, ein Spion. Okay, wo jetzt? Gerade das da um die Kurven. Halt, da gab's doch noch was. Ah, nicht mehr. Irgendwo da muss noch was sein. Hängt da noch einer? Irgendwo? Hängt da noch einer irgendwo rum? Da hinauf, oder? Ja, irgendwo da. Halt. Cool, glaube ich, nein, oder? Ja. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Ich sehe jetzt aber da sonst. Irgendwo muss da noch einer rumhängen. Da steht einer. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Iron Genau wie du. Angel? Einer sterblich, einer unsterblich. Was? So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Gut, einer geht noch an. Nimm das mit. Einer geht noch ab. Hallo, ich darf gern. Danke. Oh, warte mal. Boom! Haha! Froschtotems mit den Seil herunterziehen. 1 von 5.
Ah, das wird nicht, das wird die. Ich muss da auf. Ah, Matu Kultik. Stimmt das da? Fast, jetzt gehen wir mal da nochmal runter. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, das ist er wieder. Oh mein. Ah, stimmt, ich hab doch da jetzt was freigeschalten, oder? Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Looping! Okay. Vertraut aussehendes Objekt. Nice. Habe ich es in niedrig oder breit dann wieder nein? Monolith freigeschaltet. Ganz toll. Warum kann ich eigentlich mit dem nicht mehr reden? Ah, ja, gehen Sie zum Basislager und rüsten an das Outfit aus. Alles klar. Jetzt, wo hinten jetzt der letzte Typ da rum? Warum wird mir das jetzt schon wieder nicht mehr angezeigt? Ach, Mann. Toll. Okay, ich muss zurück. Gehen wir da auf und dann da links. Ja, richtig. Ah, Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Warte mal. Das ist so ein Ding. Warum nimmst du diese blöden Hakending nicht? Mein Gott, Mädchen, die hältst du bist du nicht, oder? Das beschreibt etwas in der Nähe. Endlich kann ich's mal lesen. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Mhm. Wow. Jetzt gehen wir mal da lang. Feiglinge. Wir alle. Grüß dich. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Richtig. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Zu Poma zurückkehren. Hier war jetzt der Poma gleich wieder. Gott, da muss ich ganz dann überlatschen. Okay. Alter, habe ich das? Habe ich das Ding schon mitgenommen? Ja. Nein, habe ich noch nicht. Oh. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Oh, was? Das ist wieder so ein Ding zum Oberballern. Nice.
hin? Ich geh mal durch das. Ja, das schaut doch schon hübsch aus, dieses Outfit. So das andere. Mit dem hässlichen Helm. Mist. Entschuldigung. Ah nein, ich glaube, da muss ich schon in das Hauptbasislager da rein. Ich schlüpfe jetzt einfach mal da durch. Da muss doch der Typ jetzt irgendwo sein. Genau, das war der da drum. Na, Spezi! Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Können wir was Wenn du Tolles? mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Was ist das? Überreste Schamas, Bienenscheinen. Beinscheinen. Beinschienen. Jetzt. Beinscheinen. Cool, cool. Dann haben wir das auch. Der Typ steht da relativ verloren miteinander, hä? Wenn der Verräter von der Höhle weiß, ist Kolki in Gefahr. Die Höhle im Berg. Los. Die Höhle im Berg. Los. Also anscheinend passiert das. Ja gut, dann. Aber welche Höhle im Berg? Es gibt viele Höhlen im Berg. Da haben wir den anderen Typ einmal. Die anderen Nebenquest. Jetzt wart. Jetzt pass auf, wacht. Ich muss wohin? Da. Oh Gott, ich muss da ganz überlaufen. Ja, vielleicht doch mit der Schnellreise, ja. Machen wir eine Schnellreise. Ich glaube, das war vielleicht fast in dem Fall mal gescheiter. Da drin war doch auch so ein Schnellreise-Ding. Ich schlupfe mal da rein. Ich probiere es jetzt mal mit der Schnellreise. Dann umlaufen, das ist mir jetzt seppert. Wo war denn da? Da war's. Ach, da huckt der. Da huckt ja meine zwei Spätzle. Was macht der Jonah überhaupt da?
Der war doch... Beamen wir uns einmal da um. Na, da schnell was trinken, Prost. Weißt du, liebes Spiel, der Sinn vor einer Schnellreise ist, dass sie schnell geht. Genau. Okay. Also, jetzt haben wir das. Wo muss ich hin? Ja, genau. Das passt. Super. Hops wir mal darauf. Also muss jetzt irgendwo in der Höhle ein Berg sein. In dem Berger Höhle sei. Oder das Haus rein? Na. Grüß dich. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Nein! Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Hat man den jetzt schon mal? Ich weiß jetzt nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich darf gern... Wo ist jetzt diese blöde Höhle schon wieder? Meine Fresse. Ist es das? Ist das jetzt die Höhle? Na, ist nicht. Gar nicht, oder? Ja, laufen wir mal rein. Schauen wir mal, ob wir da drin was finden. Halt, da gibt's was. Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Die arme Sau, die die Masken aufgezogen hat. Das ist furchtbar. Armer Schumann. Oh. Entschuldige, Au, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Au. Ah, jetzt brauche ich wieder dieses blöde Outfit. Aber ich glaube, da bin ich gar nicht so falsch. Mein Gott, na, das habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt vergessen. Also schön, dann reden wir halt schnell ins Basislager.
Junge, geh auf Zeiten. Was nicht hier war. Hä? Wo war denn das Basislager jetzt? Was ist da? Da was. Hoppala. Genau da. Jetzt müssen wir erstmal umziehen. Ach Gotterle, ach Gotterle. Ich habe aber jetzt echt vergessen, dass ich ja das andere Outfit brauche. So. Also, nochmal. Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Ao. Okay, das ist eine andere Nebenquest. Die nehmen wir jetzt aber noch. Die lasse ich jetzt aber vorerst einmal. Da ist etwas. Was ist wo? Stimmt. Das Gamepad vibriert. Deswegen? Na, vibriert immer noch. Da ist noch was. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Das vibriert. Doch, vibriert immer noch das Gamepad. Was ist denn da? Ich spüre die Vibration. Ich weiß aber nicht, wo sie herkommt. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich werde dann nochmal vorbeikommen, dann schaue ich das nächste Mal. Ich darf jetzt immer noch gern in diesen Bergeingang reingehen, weil ich den anderen Typen retten will. Vor allem möchte ich das jetzt nämlich einmal recht langsam, weil ich nämlich die Story weitermachen will. Zur Not scheiße ich auf das und mache die Story einfach weiter. Dann retten wir den Typen halt anders mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wo dieser Scheiße, wo dieser blöde Bergeingang sein soll. Was drauf geschissen. Ich mach jetzt. Ich möchte jetzt wissen, wie es mit der Story weitergeht. Das kann man hinterher machen. Zuerst einmal Inventar, kann ich mir jetzt umziehen? Nein, kann ich nicht. Dann mach ich das her. Also, schnelle Reise, die eigentlich ziemlich langsam ist. Wir beamen uns wieder dann über Energie. Wenn Sie Schaden erlitten haben, halten Sie L1 und drücken Sie dann X, um medizinische Ressourcen zur Heilung einzusetzen. Weiß ich. Danke.
Man muss wieder arbeiten, ich hab keine Lust. Okay, jetzt zügen wir aber trotzdem noch mal um. Inventar. Jetzt das da, aber wir nehmen das hier. Okay. Kann ich das Auto klauen? Ich will das Auto haben. Gib mir das Auto. Na, es ist ja doch eine GTA, gell? So, jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir uns jetzt umschauen. Cool, Kanonen. Ich will eine Kanone abschießen. Kann ich eine Kanone? Ach bitte, ich will eine Kanone abschießen. Havidere, hast du was zum Sagen? Nein. Da gibt es mit Sicherheit wieder einen Händler, oder? Oh, Lama! Ich kann wieder Lama streicheln. Ich will's Lama streicheln. Judy, hallo, ich bin's, die Lara. Ich bin auch ein Lama, eigentlich. Oh, bitte einmal. Spuck sie bitte einmal an. Das wäre so lustig. Du bist auch Lama. Lama. Wie brav die da stehen. Warum kann ich jetzt das Lama nicht? Hey, ich will das Lama streicheln. Was ich halt. Jetzt geht doch. Oh, Hühnchen. Oh, guck jetzt hinter. Ich will das Huhn töten. Schade. Man konnte vielleicht irgendwie, vielleicht das nicht gleich töten, aber vielleicht irgendwie interagieren. Junge. Na nun, ich klaue ein bisschen, gell. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Du hast was zum Sagen. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Das dauert Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Oder du solltest mal ein bisschen weniger saufen. Grab. Oder der Typ sollte einfach mal ein bisschen weniger bechern, weil so wie das da ausschaut, da... Servus. Hier kann man mit ziemlich relativ wenig Leuten eigentlich reden. Hier hat fast keiner was zum Sagen. Die wollen alle nicht mit mir reden. Oh, das ist der Jonah. Nein, das heißt, da gehe ich noch nicht hin. Jetzt mal noch umschauen. Ah, du hast noch was zum Sagen? Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Du, 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 du. Sonst nichts, nicht einmal ein Händler. Kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Ah, nimm kurz. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter.
Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt, naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mache ich. Naja. Warum können Frauen nicht hübsch und intelligent sein? Weil sie dann Männer wären. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Sie hat mich genug Zeit gekostet mit der Lehre. Ich weiß, du magst sie. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Abbys Freundin, die genauso aussieht wie alle anderen NPCs in diesem Game. Also bei denen beim Charakter aussehen hätten sie sich echt ein bisschen... Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Nein, Waffen. Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Ja, bitte. Hättest du Waffen? Oh, sie hat sogar Waffen. Oh, was ist das? Militärschutz, Menge. Oh, die schaut völlig geschlicht aus. Das ist schon verlockend so. Die Wespe eignet sich am besten Ballern. Die Wespe eignet sich am besten zum Ballern und Beten? Hä? Da sie auf Schnellfeuer ausgelegt ist. Ich glaube, die war nicht schlecht. Die Shotgun da. Was haben wir da? Schrotflintenzylinder, Schocke. Verlängert die Schussstreuweite ähnlich wie bei Schrotflintenkugeln. Was ist das? Patronenhalter. Also. Jeder sagen, ich kaufe das hier. Ja. Ein gutes Geschäft für uns beide. Und das hier. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Und wenn wir schon mal da sind. Ja, will ich. Ein gutes Geschäft für uns beide. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Jetzt haben wir ja ordentlich Shotgun Moon eingekauft und jetzt kauft man ihre. Das da? Sehr gut. Das da. Du wirst bestimmt zufrieden sein.
Ja, jetzt mal. Kann ich da noch was verkaufen? Medizin, auf keinen Fall. Verkaufen wir ein bisschen Holz. Also, so viel Holz brauche ich nicht. Ich habe genug Holz von da hinten. Sehr gut. So, dann machen wir dasselbe. Marzini. Ein gutes Geschäft für uns beide. Das lassen wir. Das. Wahrnehmung, sie nehmen mir ein. Die nehmen mich nie her, ganz ehrlich. Maximal, wie viel habe ich? 24. Verkaufen wir jetzt Hälften. Du wirst bestimmt zufrieden sein. So, das ist das Zeug, was man unter Wasser findet. Ein bisschen Fei. Oder? Was ist das noch? 30, da verkaufen wir. Naja, obwohl. Ja, die Fälle, mein Momazini. Sehr gut. Die Gifte und sowas, das Kalte, das kann ich alles selber noch brauchen. Was die Schwammerl da, der verkauft mir auch noch was. Wie viel habe ich? 24. Nehmen wir auch 12 weg. Natürlich, Du wirst bestimmt zufrieden sein. Die kriegen wir so viel. Ja, super. Es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, gleich mal die neue Shotgun anschauen da. Die neue Shotgun anschauen. Ich mag die Shotgun. So. Man kann jetzt da. Ich darf keine Waffe ausrüsten. Ja, wie weit muss ich von dem scheiß Dorf weg sein, dass ich meine Waffen ausrüsten kann? Ah ja, eigentlich hätte ich jetzt ein Ding. Ja, ist wurscht. Also, das ist. Na, halt, das ist die andere. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich das ja am Lagerfeuer machen kann. So. Die neue Shotgun. Lass uns mal kicken. Lass uns mal schauen, wie schaut denn die aus? Was ist mit der anderen? Die darf für einiges mehr schon machen. Ja gut, ich habe ja die gelevelt, das darf man nicht vergessen. Genau, habe ich nie jetzt nicht da. Schauen wir nochmal die da. Könnte ja einen Damage gleich mal sauber leveln. Wenn wir das dann mal machen. Ich glaube, dass die andere echt mehr Schaden macht. Das ist die Phase, dass mehr Schaden macht da. Oh, der hat noch was zum Sagen. Mein Vater brachte uns hierher, als ich ein Junge war. Für eine Reise? Forschung. Er studierte Inkasteinmonumente. Es war wohl eher ein Hobby. Er hat das nie studiert. Klingt nach einem interessanten Mann. Das war er. Oh, tut mir leid. Schon okay, schon okay. Ich wollte nach seinem Tod nochmal herkommen. Und vielleicht sein Werk zu Ende bringen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber dann bin ich einfach geblieben. Etwas an diesem Ort zieht Menschen an und lässt sie nicht mehr fort. I'll finish what you started. Monolith. Interessant. Das war, achso, das war die Handwerkerin da. Servus. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilos Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Und das ist eine Möglichkeit, den die Menschen einzutrichtern, sie sollen was tun. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Oh. Hm.
also der Jonah, der steht da vorne, dann werden wir auch da hin müssen. Ja, du stehst ja ultra lässig da, ne? Na, Sidekick. Wer schaut's Ist aus? also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Geh schon, bleib in der Nähe. Ich warte hier auf dich. Ja, das hast du gerade gesagt. Ah, du, Nebenquest. Ich eine Hexe? Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Okay, also ich muss Kinder beseitigen. Das ist ja nicht so, als hätte ich eine Shotgun dabei, ne? Die sagen, die Kinder, die haben wir gleich weg. Das ist überhaupt kein Problem. Ich Arschloch. Komm her. Yoga. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein, wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich habe auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Nie gehört. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Ich bin die Entdeckerin Lara Croft. Oh, doch nicht etwa die Lara Croft, die ich von meiner PS4 zu Hause kenne. Die mal von Angelina Jolie gespielt wurde. Für den Lara, den Tomb Raider, vorhin mit Angelina Jolie, den habe ich mal, wollte ich mal anschauen, aber irgendwie war das dann so ein Schmarrn, das habe ich dann irgendwie bleiben lassen. Den neuen Tomb Raider habe ich gesehen. Ich weiß leider die Schauspielerin jetzt nicht auswendig, die da Lara Croft gespielt hat.
Hast du die Hinweise enträtselt? Was soll ich denn jetzt da enträtseln? Ich schalte mal die Hexe in ein Ei. Also so Totenruhe und sowas, das ist glaube ich nicht so ein Ding, hä? Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Natürlich und ungeplant, so kann man es natürlich auch nennen. Ich nenne es ungepflegt. Hey. Grab kann ich mir da reinlegen. Ach, das war jetzt schön, so wie bei The Witcher in dem DLC Blood and Wine. Was ist wo? Nein, ich meine im Witcher DLC Blood and Wine, weil da kann man nämlich Das könnte was sein. die Grabsterne lesen. Und da stehen zum Teil richtig lustige Sachen drauf. Wo kann Was ist das? Ja, was denn? Das ist ein Baum. Gibt's da? Das ist ein Brunnen, glaube ich. Das sehe ich mir genauer an. Ich sehe doch nichts. Wo soll denn da was sein? Ah, da. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Ach, ist das schon? Ach, das war's schon. Ah, easy. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Bitte, Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Bitte lass mich dein Sklave sein. Kennt das noch jemand? Das bitte vor die... Was, von wem ist das? Von die Ärzte, glaube ich. Wo fangen wir an? Mich dein Sklave Hier vorne. sein. Da vorne steht der Jonah, also... Aber er lässt es... Nein. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Okay. Finde Hinweise mit Hilfe deiner Lara-Sinne. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Gut, dann weiß ich schon, was ich machen muss. Da muss ich jetzt irgendwie da durchschauen, anscheinend. Ja, da geht's halt irgendwo weiter, oder? Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Weil wir da irgendwie durchschauen müssen, da kommt man irgendwo... Warte mal, da ist so ein Loch, warte mal. Da ist so ein Loch, da kann man rein. Warte mal. Das ist so ein Loch. Schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt das Loch... Bringt das was? Na. Irgendwo aufgraben? Ah, nicht. Also wir haben das Kreuz aufgestellt und da ist ein richtig fettes Loch drin. Oder vielleicht muss ich auf die andere Seite nehmen, das kann natürlich auch sein. Also ich schaue durch das Kreuz durch, aber das... Da oben ist auch noch ein Kreis mit so einem Loch drin. Ich blicke durch. Also ich blicke nicht durch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, aber...
Weißt schon. Ja, irgendwie da. Oder? Ah! Warte mal, was sagt man denn die Map da? Was ist denn das? Also ich muss, achso, muss ich quasi jetzt da lang. Da müsste die jetzt quasi da lang. Vielleicht muss ich jetzt einfach da diese Kreuze, da wo die Kreise drin sind, nachlaufen. Da stehen wieder Das welche. nächste Kreuz. Ah, okay, ich muss jetzt also da die Kreuze nachlaufen, da wo die Kreise drin sind. Verstehe. Verstehe. Das ist ein normales Kreuz. Da ist noch eins. Ich sehe noch eins. Ja, ich hab's vor dir gesehen. Haha. Da ist wieder eins. Da steht eins. Da steht eins. Ich sehe noch eins. Ja. Siehst du, das hast du jetzt zuerst gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Da geht's weiter. Ah, stimmt, ja, jetzt kann ich ja wieder da Zeug mitnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen was verkauft. Jetzt habe ich wieder Platz im Inventar. Halt, so da. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Warte mal, da müssen wir mal kurz so diese Toxinpfeile da herstellen. Immer noch voll. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat. Außerdem ist das kein Pergament. Dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Oder vielleicht Menschenhaut? Moment, kurz drunter. Ja, Menschenhaut wäre es heute sein, gell? Und das nimmst du jetzt mit, weil es Menschenhaut ist. Da ist das nächste Kreuz. Oh Gott, ich höre da Viecher. Oh, das sind so Wölfe. Sieht aus, als wäre hier was. Ja. Moment, das kann man drücken. Ja, aber zuerst müssen wir die Wölfe ein bisschen... Himmel! Oh! Ah! Okay, Knarre. Ausweichen. Ausweichen. Ah, Scheiße daneben! Hey, haut doch! Oh. Ups. Sieht aus, als wäre hier was. Also, Wölfchen. Komm nur raus. Komm raus. Den kannst du vielleicht mit dem MG das schießen. Drecksviech. Ja, ich hätte ja bis so nicht mehr können. Alter, ich hab doch den in die Fresse getroffen. Warum macht das dem keinen Schaden? Oh. Ja, du bist der Schwarze, du bist der... Hab ich den Alte umgebracht, hä? Das ist so ein Pech. War's das schon? Hä, hey, das waren noch mehr über 2. Selten Tier, aber selten Waffen-Upgrades, ja. Toll, scheiße.
Ah, ich glaube nicht, dass man Heal braucht. Moment, das kann man drücken. Ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Eine Sackgasse. Na, doch. Können wir jetzt das Kreuz irgendwie anscheinend auch drucken. Wie? So. Ich hab's. Ich weiß ganz genau, was jetzt gleich passiert. Wir gehen jetzt da rein. Und dann geht das Ding zu. Aber was ich euch sag, das Neige, das machen wir das nächste Mal. Heute machen wir einen Cut an der Stelle, weil die Stunde schon wieder rum ist. Ja, bitte einmal beenden, danke. Eigentlich wollte ich heute eher storylastig machen. Rausgekommen ist jetzt, dass ich überhaupt nichts storymäßig gemacht habe. Also hauptstorymäßig. Bisschen was. Ist auch wurscht, dann machen wir das nächste Mal. Gut. Genau, wir verschieben, nächstes Mal geht es eben da weiter, wahrscheinlich heute dann wieder morgen. Und ja, ich wünsche wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis eben zum nächsten Mal. Servus.